als einzelner Punkt alles, was mit, oder das habe ich jetzt auch vorher schon angesprochen, alles, was mit Objektivität zu tun hat. Den Begriff nehme ich als einzelnen Punkt an, wenn es um deine Musikqualität geht, weil Objektivität wie so ein bisschen das A und das O ist, oder eine kritische Meinung, und das kommt halt aus einer gewissen Objektivität, ist das A und das O bei so Musikqualität, Qualitätsdiskussionen. Wenn man jetzt mit anderen seine Musikqualität würde besprechen oder selber für sich herausfinden, wie man seine Songqualität steigern, dann kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, dass man dort bedingungslos versucht, eine gewisse Objektivität und eine kritische Meinung sich selber einzutrichtern oder die Leute auch um sich herum. Und ich erwähne das nicht nur so beiläufig oder tue das ja auch extra als einzelnen Punkt erwähnen, wenn es in Verbindung stehen soll zu der Musikqualität, weil, und ich weiss, dass es mag sein, dass es obvious tönt, aber Objektivität ist mitunter das Schwierigste, was man finden kann, in dem ganzen Musikgame. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen meine Meinung, oder die Leute, die mich kennen, wissen ein bisschen, was ich meine, dass du sehr, sehr viel biased Meinungen hast und subjektive Meinungen, aber es ist extrem schwierig, objektive Meinungen zu finden, also Leute, die unbiased sind. Und auch ein selber, man ist ja nicht befreit von dieser Regel, dass man biased werden kann, oder das ist halt der englische Begriff dafür, aber es ist einfach der Unterschied zwischen Objektivität und Subjektivität, ob man etwas neutral anschauen kann. Aber auch dort ist halt, es ist wichtig, vor allem wenn es dann um so Testgruppen geht, die ich schon erwähnt habe. Es geht nicht unbedingt darum, dass du möglichst viele Leute abfragen, weil vielleicht ist man dann auch nicht schlauer. Es geht darum, dass man Leute abfragen tut, die bedingungslos objektiv zu dir sind. Und ich sag mal, wie findet man die Leute, die bedingungslos objektiv zu dir sind? Das sind meistens nicht Leute, die in irgendeiner Form von dir profitieren, indem sie dir das Feedback geben. Sprich, Leute, die erwarten, dass man sie nachher sharen tut auf Social Media, sind vielleicht nicht die besten Leute, die man fragen sollte, was sie zu deinem Song halten. Weil die haben auch eine gewisse opportunistische Ader, dass sie einfach ein Zuckerli zurückwollen für das Feedback, das sie dir geben. Darum wird das Feedback in den meisten Fällen nicht objektiv und neutral sein. Meistens sind das eher Leute, die dir eine neutrale Meinung geben, die mit deiner eigenen Operation gar nichts zu tun haben, aber trotzdem etwas von der Musik, ein breites Verständnis haben zu der Musik und wenn möglich eine professionelle Meinung dazu haben oder gewisse Referenzwerte haben, wo du weißt, okay, die haben ein breites Verständnis über die Musiklandschaft Schweiz und können dir dort auch wirklich das Feedback geben. Aber auch dort, in sich selber, ist immer die eigene Meinung oder seine eigene Objektivität, die man da kann schärfen und wahren, ist immer noch das Wertvollste, was du kannst haben. Weil vor allem in Zeiten, wo man vielleicht nicht so weiss, wo man jetzt weitermachen muss oder was einem an den Songs noch fehlt, kann es sehr, sehr hinderlich sein, sage ich mal, für deine eigene Songqualität, wenn du in deinem Camp nur Ja-Sager hast, oder in deinem Camp einfach Leute hast, die nicht verstehen, wie Musik eigentlich tatsächlich, also so nicht ein richtiges Empfinden haben für Musikproduktion oder auf welchem Niveau das soll sein, und B, dir auch nicht eine ehrliche Meinung vielleicht durchgeben, weil sie deine Gefühle nicht verletzen oder weil sie in dem Camp noch bleiben wollen. Und wenn nicht, dass irgendwie Beef entsteht oder so etwas. Darum, in den meisten Fällen sind das sehr subjektive Meinungen. Und das bedeutet nicht, dass die schlecht sind oder schlechter. Aber man soll halt vor allem versuchen, auf eine objektive, kritische Meinung für sich selber zu kommen.